den Treaty, den heißt Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union. Wenn in vielleicht ist davon nicht probiert für den französischen Text zu kriegen, weil man normalerweise so überleben den französischen Text tun wie den englischen, was Begriffe belangt. Mehr haben wir nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich von hier schon gefunden habe, da können wir uns ja neu vielleicht so, wo zu finden ist. Das ist aber auch schon ein bisschen komisch. Also, das geht nicht so, den Herr Frieden. Ja, okay. Bon, das ist relativ kurz ein Treaty. Ja? Das ist nicht so, dass du musst ein Monat lang die Seite nehmen. Bon, von den Schweizer über Transparenz und so viel, das ist aber ein Problem, weil nicht jeder an Europa, aber nehmen, also das Algorithmen nehmen Englisch lesen. Bon, was das zu so 5 Punkten. Erstens, es handelt sich ein Treaty Maastricht plus die Maastrichter Treaty von 97, wenn ich richtig an Erinnerung habe, den hat ja eine Reihe Kontranten oberlöscht für die einzelnen Länder, wo doch darum gegangen ist, also für einen Kader zu schaffen, die stabil wäre, weil da den Euro lanciert ist. An den heutigen Treaty verschärft nach den Maßnahmen. Lo haben wir schon direkt ein Problem von Konstitutionalität von dem heutigen Treaty verschiedene Länder aus dem Maastrichter Treaty aufgestimmt gehen. In Frankreich wäre zum Beispiel ein Referendum. Logo da bis daneben gesagt, was das verändert, und da sind aber Prozeduren, für das durchgesagt gehen, anderer, dass einfach am Anfang aufkommen, auf Basis von den Regierungschefen, und das ist nicht, das ist kein proper Erderweis für zu schaffen, also wenn am Land Gesetz da ist, dann muss es durch Gesetz verändert gehen, kann nicht durch Reglement radikal geändert gehen. Wenn das Reglement radikal ist, geht es durch Reglement radikal geändert, und nicht durch einfach ein Reglement von einem Minister. Bon, also, das stellt schon direkt Probleme, was die Konstitutionalität von dem Ganzen anbelangt. Es kann den so, es gibt maltraitiert, es gibt einen Jeu de mots machen. Es gibt für allem aber auch eine ganz starke Ingerenz an Inhalt, an Souveränität von den einzelnen Ländern. Und wir fanden das am Anfang als Kritik vom Treaty von Lissabon, also die sogenannte Verfassung, die Herr No Treaty einfach genannt wird, als kann nicht Treaty machen, die so an Detail gehen, für die neoliberale Orientation von Europa festzunehmen. Ein Treaty, der Verfassungstreaty, muss ein allgemeinen Text sein über Menschenrechte und über das Funktionament von Institutionen, wie das normalerweise in einer Verfassung der Fall ist. Weil sonst kommt es dazu, dass in sehr nur, wenn er die Details festschreibt, sie dauernd muss violieren. Und das war auch schon der Fall mit den Aktivitäten von der Europäischen Zentralbank im Moment, für Bonten von einzelnen Ländern abzukaufen und zu führen, was eigentlich auch nicht geht durch die Lissabonner Treaty. Und das riskiert sich auch zu wiederholen, sodass die Rechtssicherheit an Europa absolut garantiert, dass weil Sachen angeholt gehen, die noch nicht durchführbar sind. Der zweite Punkt, Tatsache, dass die Staaten forciert gehen, für équilibriert Budgeten zu machen. Équilibriert Budgeten, die kein Defizit haben oder die kleinen Überschuss haben, da gibt es so ausnahmsmäßig Möglichkeit für aber ein kleines Defizit von 0,5% zu haben oder von 1% zu haben. Das schreibt am Fongehol fest, dass an einer rezessiver Situation, an der sind wir ja in diesem Moment, dass die Budgeten prozyklisch gehen. Das heißt also, es besteht nicht mit Möglichkeit, dass eine Regierung sieht oder ein Land sieht, wir sind an einer rezessiver Phase, wir lancieren Programme, für daraus herauszukommen. Also zum Beispiel, wir dezidieren 1 Million Wohnungen zu bauen, also von Dimensionen vom Land auf natürlich, wenn wir da immens viel Corps de Métier mobilisiert kriegen, Arbeitsplätze mobilisiert kriegen,
dass wir können an eine Wirtschaftsprogression rankommen. Nee, am Gegenteil, wenn eine Rezessivsituation da ist, kommen man so ran, normalerweise beim Staat, also muss Interesse nach angeschränkt gehen, an dafür sagen wir, das prozyklisch an die öffentliche Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik soll antizyklisch sein, das heißt, dass Politik die Zyklen von der Wirtschaft kann umdrehen und nicht nachverstärken, wenn sie schon negativ sind. Also Exit Relanceprogrammen, das für die Zukunft wäre das nicht wie möglich. Den dritten Punkt, es geht so durchgestellt, dass der Traité eine Solution wäre für die Euro-Krise. Der Begriff Euro-Krise ist sowieso an sich selber diskutabel. Ja, weil den Euro sich noch immer eine stabile Währung als auf den internationalen Markt, den Term ist ein bisschen ein proper, mit gewöhnlich so genannt. Du musst dir rappellieren, dass zwei Länder, die im Moment an der größten Schwierigkeit sind, Irland und Spanien, dass die auf ein Modell wären, a puncto Disziplin budgetär. An Irland, an Spanien war erstens das Budget am Equiliber, also das Budget war nicht defizitär. Zweitens luchen sie unter den 60% Gesamtverschuldung, die ja festgeschrieben ist an den Maastrichter Vertrag schon. Das war die Situation von 2008 oder von 2008. An den Grund, für was sie an denen schreckliche Schwierigkeiten sind, als nicht den Disziplin budgetär gewesen, aber den Sauvetage von den Banken. An den Sauvetage von den Banken als kein budgetäres Problem. Geht dann nur ein. À l'origine, als es kein, dass die Sauvetage von den Banken, die Länder an Ruin getrieben hat. Das heißt, den Traité für den neuen also budgetär Situation zu stabilisieren, mit Gründen von der Krise, die wir im Moment tun, sind von nicht budgetärer Art, eventuell an Griechenland, in Italien kann ich noch diskutieren, aber auf jeden Fall nicht an den zwei anderen Ländern, wo ich da genannt habe. Den Traité, von dem wir hier schwätzen, den behandelt auch nicht das Thema vom Chantage von den systemischen Banken, die sagen, die muss das retten. Weil wenn es nicht rettet, kommen wir in eine Situation wie bei Lehman Brothers Demos von Jahren, die den ganzen Prozess am Fondsrecht ausgelöst wird. Bon. Das ist ein Thema davon. Das ist aber der Ursprung von der Problematik. Und die wird nicht behandelt. Der vierte Punkt, den Traité forciert also die Länder an ihrer Konstitution oder ob man es an ihrer Legislation ein Mechanismus der Korrektion automatik zu machen. An den verschärft ganz stark die Regeln von Maastricht, ob schon an einer Situation sind, wo die Regeln von Maastricht von einer ganzen Reihe von Ländern, von einer Majorität von Ländern nicht angehalten gehen. Für allem hatten Deutschland und Frankreich sich recht rausgeholt, für am Fonds die Regeln von den 3% und den 60% nicht mehr zu applizieren. Und wir kommen an eine Situation, wo die Souveränität von den Parlamenten als die Instanz, die als Hauptprärogativ hat, für das Budget zu stimmen oder für die Finanzen zu stimmen, wie dem wie dann eben heißt, die gehen dadurch ganz stark eingeschränkt. An mehr wie engem Land, das uns natürlich nicht verifiziert, wie das der 25 sind, an eventuell 27 gehen, stellt sich da auch ein Problem von Konstitutionalität, weil das wichtigste Gesetz, das in einem Parlament aufgestimmt wird, also in allen Ländern Budgetsgesetz. Aber wenn das Budgetsgesetz automatisch korrigiert geht, ohne Aufstimmung, dann ist das trotzdem eine Erschreckung, die ziemlich weit geht. Der letzte Punkt, auf den ich will hinweisen, ganz zweifelhaft, dass auch die Klausel, die ich mal nennen, vom Pays Dénonciateur. Das heißt,
das möglich laut dem Traité von Bresel, dass in einzig Land Cour Europäenne Justice kann rufen, wenn das Land der Meinung ist, dass in Artikel 2, das ist dann 3 von dem neuen Traité, ich habe mal geschrieben 10, ich meine das sind 3, die Geschichte mit dem Automatismus de Korrektion, von denen es korrekt angewandt wird an einem Land. Und übrigens wird nicht geschwärzt von Ländern, aber von Partie contractante. Das ist eine Terminologie vom Droit privé. Ja, ich schwätze von Ländern, aber sie gehen genannt Partie contractante. Bon, mais das ist just ein formalen Aspekt von dem Ganzen. Das ist also denkbar, dass Land sieht, mehr sind der Meinung, dass der Automatismus der Korrektion nicht angewandt wird oder nicht richtig angewandt wird, als im Nordbeschland oder an so einem Land, und sie können dann die Cour de Justice rufen. Und da fragt sich dann, wie möchte das dann? Wie gibt das dann machen? Wenn man guckt, die Pressionen, die da sind an einzelnen Ländern, notamment an Deutschland, die da ja Vierstufs gemacht hatten, für quasi kommissarisch in anzusetzen, für Griechenland Politik zu machen, Finanzpolitik zu machen, dann kann ich ungefähr vorstellen, für wen das vorkommen, das möglich ist, dass das stärkste Land Gendarme, Finanzgendarme an Europa gibt spielen, und wobei aber die Politik von dem Land sich schon gött an die Linie, die sie haben, sich schon gött aus ihrer Vergangenheit, aus spezifischen Aspekten von ihrer eigenen Geschichte, hauptsächlich von der galoppierenden Inflation rund um das Jahr 1930 wie rund no, was denen an die Glieder stößt, weil sie so zu Recht natürlich, dass da dann von was große Teile von der Mittelklasse an deren von den Nazien getrieben wird, weil sie ihre Spuren verloren. Bon, das ist an der Reihe. Aber es gibt Ökonomisten, das sind auch muss gut kein Ökonomisten sind, die so die Inflation, das ist nicht das Problem, das ist die Solution. Das ist die Plädieren dafür, dass sie so an dieser Situation die Inflation abdrücken, natürlich nicht galoppierend, aber vielleicht ob 3%, ob 4%, ich weiß nicht. Und das haben wir schon alles an den 60, 70 Jahren, weil die Inflation viel mehr ist wie lo, und das wird aber nicht zu einem Zusammenbruch gefeiert. Bien, also ich meine, das sind die 5 Punkte, die ich wollte auf 4 streichen, die dazu feiern, dass mehr der Meinung sind, dass den Traité dass in den Traité muss auflehnen. Wie gesagt, ich will da versichern, vielleicht Melo aus dem letzteburgischen Blickwinkel, ob das selbst aber zurückzukommen, dieselbe Problematik zurückzukommen. Den Text, den leidet noch nicht lang für. Als Text, also mit Ausnahme davon, dass er auf Englisch geschrieben ist, also vielleicht für uns nicht so, also ein bisschen schwer abordabel, das aber zu verstehen, was da steht. Das Problem eigentlich liegt echt daran, dass es ein juristisches Monstrum ist. Da das auch die Muren an der zuständigen Kommissionen an der Chambre gesucht gehen. Da das ein Text, den als zur Summe gestöppelt gehen, den entwickelt sich auf verschiedenen juristischen Ebenen. Und das ist schwer, herauszufinden, für die Einzelebenen zu definieren. Das ist ein bisschen schwer. Es gibt einerseits die Ebene, die es schon lang gibt, das ist die vom Pakt der Stabilität, den ja komplett neu geschrieben ist, mit gerade so drastischen Forderungen, teilweise und Staaten dran, wie die gerade abgezählt sind. Auch Budgetsregel, den Midterm, wo muss erreicht gehen, den nicht mehr wie 0,5 Defizit bedrohen, was strukturelle Ausgaben von einem Budget angeht, und so weiter. Das alles wird schon seit Anfang des Jahres an Europa Gesetzeskraft durch die Reglemente, zum Beispiel die Reglemente, die wird der Pakt der Stabilität, die auch schon angeholt hast, den auch schon entwickelt hast, auch diese, was Sie immer nennen, das Sixpack, das ist den Ensemble von Mesuren, wo verschiedene Sachen dran festgehalten gehen. Das alles eigentlich schon angeholt und frieden sich für den zusätzlichen Pakt der Stabilität, der offensichtlich darüber hinausläuft, dass Deutschland fordert, dass alle Land
muss strikt Regeln aufwenden, auch als einem internen Recht. Und ich meine, darum geht es schlussendlich. Die wichtigsten Bestimmungen die betreffen eine neue Ebene, die bislang am europäischen Droit überhaupt noch nicht abordiert ist, dass die Einzelländer sich an ihrer Verfassung, respektive an äquivalenten Texten, respektive an Gesetze, selber intern Normen gehen, nur denen sie vermeiden, dass es Budgetdesequiliber gibt. Ich kann erstens mal daran betonen, dass den Budgetdesequiliber ja nicht wie allgemein angeholt wird, die 3% Defizit nehmen der Sinn all Jahr. Dass das, als denke klar vom Herrn Frieden noch dem Morgen gesagt ging, das ist nie europäisch recht gewirrscht. Darüber kann man diskutieren, weil das so viele immer die Zweidrittelmajorität, das immer die Zweidrittel, die 3% Defizitregel von Maastricht, das wir mal angeholt haben, das wäre die große Regel. Das schält sich heraus und wird gesagt, das wird noch immer so gewirrscht, dass das nicht 3% sind vom laufenden Budget, sondern dass das Budget soll am Equiliber sein. Und dass höchstens 0,5% davon darf ausweichen. Die Regel, die ja ganz weit geht und die eben auch Lützeburg sich im Moment nicht hält, die geht als sogenannte Gille-Regel, soll die an das Lützeburger Grundgesetz angeschrieben gehen, nicht unbedingt an die Verfassung, mehr an einen Text, den aber eine äquivalente Rolle soll spielen. Das heißt, den europäischen Treaty, die geht mit einer Zweidrittelmajorität vom Parlament angeholt. An dem Moment gilt auch das, was an dem Treaty steht, das heißt die sogenannte Gille-Regel, das heißt den Budgetregel vom Budgetsequiliber, die müsste angestrebt gehen. Das geht also quasi Verfassungsrang. Und natürlich, wenn auch später eine Regierung will etwas ändern in der Regel, muss sie auch mit derselben Zweidrittelmajorität daran rückgängig machen. Das heißt, das ist auch eine Garantie für eine Zukunft, für das quasi zu betonieren an der am Lützeburger Rechtssystem. Und da kommt dabei ein Budgetgesetz, das eine Reihe von automatischen Korrekturmechanismen vorgesehen, was Natur, Größenordnung an Zeitschienen festlegt von Korrekturen, wenn die Budgetsequiliber nicht erfüllt gehen. Das ist die automatische Sanktion geschieht dadurch, dass in einem Lützeburger Gesetz angeschrieben wird. Das heißt, der Lützeburger Legislateur, Parlament, ist gehindert, durch sein eigenes Gesetz verschiedene Sachen zu machen. Er muss sich halten und das, was er selber dort draufschreibt, das ist das, was der Minister Frieden nennt Budgetsnorm. Hier sieht, er hat die selber immer schon Willes gehabt, die Lützeburger Legislation anzuführen. Kannst du mir vielleicht was dort Konsequenz davon heraus? Also, da soll ein Budgetsgesetz kommen nach des Jahr, wo das alles drauf festgehalten wird. Das heißt, eine Reihe von Korrekturmechanismen, wann den Budget nicht mehr am Equiliber soll sein. Die Regierung braucht also nicht mehr über Kriterien von Brüssel zu führen, man kann selber oder muss die Kriterien aufwenden, die automatischen Kriterien sind. Das ist das, was neu ist. So wie ich das gesehen habe, ist das, was neu ist und dem heute Treaty. Das ist das, was heute muss gemäht gehen, was nicht mehr kommt, gemäht gehen durch den Treaty, da war ein zwischenstaatlichen Treaty ist, wo also die Länder sich quasi eine Logik von Selbstbegrenzung überlegen, nur deutsche Modell kann ich sagen. Was natürlich forcément eine Abgrenzung von der Souveränität vom Parlament bedeutet, ein Parlament wird aber natürlich den Mechanismus muss man für dich zustimmen. Wird gesagt von der Regierung, sie wollte sowieso das machen,
an ich schon sogar am Verdacht, dass sie nach méi weit wëlle goe, wie dat wat de moment vir gesinn ass. Sie hun nämlich bei der OECD eng Etude an Optrag ginn iwwer eng Reform budgetär. Die Etude kann ich euch nicht mehr rekommandieren, ich kann euch auch Referenzen hergehen oder wenn es nicht öffentlich accessibel soll sein, kann ich euch auch zukommen lassen. Das ist eine Etude, die eine Reihe von so Budgetsnormen vorgesehen. Unter anderem wollen sie etwas aufhören, was gut nicht am europäischen Recht für den Moment vorgesehen ist, wo ja eine Begrenzung von den Depensen vorgesehen ist. Aber die können durch neue Rezetten können auch das Problem gelöst gehen. Und da steht dran, auch, es soll auch eine Rezettebremse kommen. Das heißt, Rezette sollen auch zurückgefordert gehen. Was gibt dazu feiern? Silius, das steht an der Etude klar dran. Si le Luxembourg adoptait une règle de recette de cette nature, conjuguée à un cadre de dépenses basé sur une règle du solde se basant sur la croissance tendancielle, also in der PIB gebundenen Dépensen, la part des dépenses dans le PIB ne pourrait jamais augmenter. En effet, on exclurait les hausses d'impôts dont le projet de directive reconnaît qu'elles permettent une progression des dépenses supérieure à la croissance du PIB. Das ist eine Bestimmung, die geht ganz weit gehen. Die wird diskutiert an den zwei zuständigen Kommissionen, von der EU geholt wird. Da bedeutet definitiv eine Festfreierung von der Staatsquote, die nie mehr an die Blut gehen. Was schon ganz am Gegen das von den Neoliberalen, die wollen den Staatsausgaben, sie hier ein eigentliches Problem. Staatsausgaben par rapport zu den Privatausgaben. Das ist so eigentlich der Match, den es geht. Es geht dann also sagen, an der Etude, dass die Spezialfonds, die es im Moment gibt für Straßenbau und so weiter, dass die sollen geholt gehen für die Basis zu legen von einem kapitalisationsbasierten Rentensystem, zum Beispiel an der Fonction publique. Es schien also sagen, wie dass die grossen Linien von dem Budget sollen pluriannuell vom Parlament abgestaltet gehen. Und dann nach einer anderen Maßnahme, wo ich im Moment nicht genau wissen werde, es geht mehr eine Reduktion von den Ausgaben, wenn Produktivität an die Blut geht. Was auch dazu führt, per vom Staat zu reduzieren. Ich meine, das ganz, geht also relativ weit. Das am Anfang mehr mies von den Wirtschaftskräften hier am Land, für allem Großindustrie, an Banken, die wollen dem Staat Grenzen oberlegen, Ziegelen oberlegen. Darum geht es schlussendlich. Es gibt auch viel geschwärzt, zum Beispiel an den Texten auch von der Europäischen Union, von der impliziter Schuld, die von Renten durchstellen. Wobei ich aber meine, dass das Hauptproblem dabei nicht den ist, dass die Ausgaben für den dritten Alter wachsen in Zukunft, aber dass die öffentlichen Ausgaben für den dritten Alter wachsen in Zukunft. Ich meine, dass das der Knackpunkt ist, weil die Privatassuranzen die stehen bereit für das Relief zu holen. Und da schwätzt ja keiner davon, dass das eine unzumutbare Ausgabe in Zukunft soll sein. Dat so eng Ausgab wert sinn, wo verschiedene Leute stark profitieren, wo viel Ungleichheiten gibt und so weiter. Und dann das ein solidarisches Rentensystem. Es geht also auch hier ganz klar bei der Reform hier, den Rentensystem zu attackieren über Budgets Normen. Und das ist ein Element von dem kann ich mal so neoliberalen Versuch, Putschversuch quasi für über Demokratie mehr mies zu kreieren. Da sehen die von den anderen Teilen natürlich die Lohnquote, die Aufsetzung von der Löhne und so weiter. Durch Erleichterungen für die Betriebe, durch Änderungen um bis Monat, die die Betriebe mehr einfach machen, Profite zu machen und so weiter. Also das schon, da muss ich schon gesehen, an eine gesamte Kaderdatei, die Dämpfer müssen noch eigentlich dementsprechend ausfallen. Ob Reaktionsmöglichkeiten alternativ proposen
oder einfach mal eng einer ja eng andere Art der Weise wie Kind reagieren an schmengen do also als Link auch beim europäischen Niveau dann vielleicht wie national an das ging am Fong wenn man als an dem System und an der famöse Eurokrise wie sie genannt wird da setzen direkt in kurzfristig Sachen Möglichkeiten die ihr Kind uwenden ich kommen da vielleicht direkt mal ob den direkten Treaty den soll am Januar 2013 Kraft treten zu Kondition, dass bis dahin von just 12 Staaten ratifiziert gehen. Also das ist auch etwas Neues. Sie brauchen froh nicht, dass also die 26 die ratifiziert mir so und geht durch, wenn der 12 ratifizieren und dann tritt in der Kraft für die 12. Das ist auch etwas Neues, das heißt, sie wollen den wirklich pushen, Kids, dass sie dann eben nicht alle Menschen mitholen. Das heißt aber, dass sie nach bis Januar 2013 eine Möglichkeit hat, Sput hat, Aktionen zu machen. Und wir werden das auch machen, auf alle Fälle beim europäischen Niveau. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Das erste ist natürlich für per Referendum an den Ländern, wo es möglich ist, den Treaty zu ratifizieren. Das heißt, wir jedoch geht, dass es von der Natur her einen anderen Treaty als keinen kommunitären Treaty, mehr ein Treaty intergouvernemental, kann ihn aber sich vorstellen, etwas zu machen, wie bei Maastricht gemacht ist oder auch beim Verfassungsvertrag, den ja aufgelehnt ist, also verschiedene Länder. Wenn das aber nicht möglich ist, als für einen Grund auch immer, kann ich dann auch immer trotzdem auch Referendum befrohen am nationalen Niveau für die Umsetzung an die nationale Gesetzgebung von eben der Gelder Regel oder auch von Funktionament von der Budgetzusammenstellung. Da sind auch Möglichkeiten, die höchstwahrscheinlich werden auch ja, benutzt gehen von verschiedenen Ländern. Dann ein bisschen wie konkret die für Länder, die realer Schwierigkeiten sind, Griechenland zum Beispiel, das natürlich, wir wissen, also wir müssen bei Banken Lehne gehen mit einem menschlichen Tod d'intérêt. Da ist am Anfang die ganz einfach froh, diese Stals, wie weit können wir nicht endlich der Sachen anmachen, also okay, all die Länder können direkt bei der Europäischen Zentralbank hier so ein Lehne gehen, die sie brauchen mit einem Tod d'intérêt von 1%. Respektiv, und das ist eine Idee, die im Moment von der Europäischen Linkspartei ausgeschafft wird, dass wir einen Fonds de Solidarité Européenne zu machen, den am Fonds, der gibt daraus bestimmt, dass Memberländer suchen an die Fonds rangehen, wo sie dann auch nicht mit den Konditionen wie mit dem Fonds, den sie heute tun, wie mit besseren Konditionen auch könnten do sich suchen Lehne gehen, wenn sie brauchen. Aber die Proposition wird noch ausgeschafft, mehr das wird aber das Jahr auf den Tisch kommen und es geht sich darum für innerhalb von den EU-Memberstaaten 1 Million Unterschriften zu sammeln. Und da kann die Kommission forcieren, wenn ich richtig am Kopf habe, dass die Proposition real, also die muss dann real diskutiert gehen für den Fonds. Wir brauchen, wie gesagt, 1 Million Unterschriften über ganz EU-Länder raus. Ja, und dann natürlich auch an der Optik von einer Relance Ökonomik, die am Fond an dem Treaty global gut nicht dran ist, geht global just darum, die famöse Dat an kein Defizit an das Budget an den Griff kriegen, an was ganz vergisst geht an der Krise ist, aber das sind effektiv müsst Publikinvestissementen unbedingt machen auf einem europäischen Niveau. Das heißt, das auch nicht just so Sachen der Nationalstaaten evaluieren, mit das müssen wirklich europäisch große Projekte sind für die ganze Sache zu renoncieren. Natürlich auch, was auch evidemment ein großes Problem ist, dass Desindustrialisation in Europa. Und muss eine ganz seriöse Politik von Reindustrialisation machen. Und
Ich meine, habe es auch zu Lützeburg merke man, dass das sich ganz schlimm ist, weil die Aufhängigkeit, die man schon rummenke haben, just von einem Sektor, das ist sich nicht drohbar. Bon, du kennt den dann natürlich auch noch wie weit gehen. Also den Bayrou, der Schwarztilo Frankreich von Produit français, Consommation français, das ist ja sich das nicht da nicht für Protektionismus. Ich will mich auch noch nicht unbedingt auf den Bayrou beziehen, aber die Idee von Protektionismus, die könnt lösen, aber sicher zurück. Und es muss ja da meine Schnitt fertig, so, weil die hat eine negative Konnotation. Ich meine, das ist auf einem europäischen Niveau. Wir sind schon ein Marché commun. Du kannst den vielleicht dann trotzdem aber auch gucken, dass sie wirklich statt als Marché commun mit gewissen Grenzen nur bauen, das auch mehr aufbaut, mehr favorisiert, gucken, agieren gegen Delokalisationen und so weiter so führen. Aber das sind just pur Überlegungen von konkreten Sachen, die nur sich ziemlich schnell können an setzen oder so. Ja, längerfristig, also da war das so manchmal, das muss am Anfang treten, grundlegend auf Fragestalt gehen. Also treten die Union kreiert. Und so nicht die Union muss auf Fragestalt gehen, schon treten muss auf Fragestalt gehen. Und dazu eine Genre aus der Idee heißt, dass in einem Moment gibt, kann ich viel, also es gibt viel an der Presse im Ausland geschwärzt von, dass in Krisenzeiten die politische Union sich renforciert, dass es schwarze Kuh von Konföderalismus und so. Ich meine, dass das aber ziemlich falsch ist. Also, das ist so ein Pseudo-Konföderalismus, den sie im Moment da abbauen an einer Krise raus, mit das aber einen totalen Mangel zum politischen Willen dafür wirklich politisch Europa abzubauen. Und sich, was im Moment geschieht, als ja, am Anfang echt zurück bei den Nationalstaaten. Das heißt, dass die verschiedenen Staaten, war schon in Ungarn als das extremsten Beispiel, ganz stark wirklich sich zurückziehen, ob Nationalpositionen an, ich kann in sich auch erinnern, an den letzten Jahren, die Attacken gegen den anderen sind im Moment also wirklich ziemlich krass und geht permanent auf den Zweiten Weltkrieg referiert und voilà, das ist dass das so sich das wirklich nicht positiv hat da geschieht von an einer Idee von einem föderalen Europa. Bon, wenn ich so und das muss umgedreht gehen, das Dritte muss auf Vorgestalt gehen, meine Stadt natürlich auf eine progressistische Art und Weise, nicht auf eine Art und Weise wie zum Beispiel den Herr Frieden proposiert wird oder mal so an den Raum gehalten wird, dass in Lützeburg auch mal den Mindestlohn vorstellen, weil den längerfristig nicht drohbar wäre. Ja, bon, du hast als Antwort drauf, nee, ich hätte gerne Mindestlohn proportionalen an Europa. Weil wir können kein gemeinsames Europa aufbauen, wir können nicht zusammen etwas wollen, wenn wir nicht ein Minimum von gemeinsamen Regeln haben an den Mindestlohn, als man in dem Sinn wirklich grundlegend für so Sozialeuropa. Und plus, also eine Idee, die sich von Anfang an von 2015 Jahren, also in der Deklaration Schumann schon dransteht, das geht Nivellement vers le haut des salaires, das heißt Anpassung nach oben von den Salären europaweit. Und das ist ja sich aber wirklich genau das Gegenteil, wie das, was am Anfang im Moment vorgesehen ist. Deutschland ist das Modell, Deutschland hat so immens tiefen Lane. Das ist also die Grundidee von der EU geht durch aktuelle Politik aber total auf Frage. Beim Niveau von einem sozialen Europa geht es dann natürlich auch um Harmonisation von den Arbeitskonditionen gehen, von den Produktionskonditionen, en vue für wirklich einen gemeinsamen Marché zu haben, den real Gemeinsamkeiten sind auf allen Niveaus und nicht just alle Grenzen einfach, ob sie noch eine gemeinsame Währung haben, das geht nicht tun. Auch eine richtige Harmonisation fiskal muss den haben. An den Traité heute geht eins zu Traité d'Union Fiscale genannt, das hat aber sich aber am Anfang gar nicht immer zu denen, weil am Niveau von der Fiskalität steht, also du kannst gar nicht praktisch harmonisiert dran. Budget. Ja.
mit gibt am Französischen ja mit Franzosen nennen Traité d'Union fiscale mit absolut gut nicht zu den gut nicht ja mit können aber dann so rüber sie mengen aber für das ja okay und da vielleicht nach dann noch pure Überlegungen über die demokratisch froh weil auch im Moment als ja die EU wirklich oder Politik die Betriebe geht gründet mehr basiert auf irgendwelche Demokratie das just nach ja Troika wie sie genannt gehen zusammen man Sarkozy man Merkel wie viel Juncker wir hatten doch doch kein Matschwätze mehr die voilà die décidéieren op alle Fall sowieso do für sich ich meine da sind do auch an der Logik treten nach vorstellen muss die Institutionen auch vorstellen muss nach vorstellen wer Institutionen heute die EU für das sie hat kann Demokratie oder spielen oder demokratisch sind wir treten an dem Sinne noch an für ein institutionelle Reform mit einer progressiven Diminution von der Pouvoir von den Staaten Richtung des Europaparlaments. Da können sich dann natürlich auch vorstellen, dass in einer Transitionsphase ein zweites Chamber kommen, wo nach Nationalrepräsentanten da sind. Aber auf alle Fall, dass der Conseil und die Kommission sich müssten für Pouvoir aufholen auf Profit von gewählten Repräsentanten, direkt gewählten Repräsentanten. An der Logik dann aber auch müsste eine Dezentralisation kommen von den Pouvoiren. Das heißt, dass Pouvoir mehr auf lokalen, regionalen Niveau ausgeübt werden, was natürlich auch massiv bedingt, dass sie nicht haben und müssen regional Europa aufbauen. Das heißt, regional au-delà von den nationalen Grenzen. Ja. Ja, nach das ist vielleicht für dann noch aufzuschließen, dass die Sachen, die Poeten, die ich noch vorgestellt habe, natürlich total gegen das gehen, was aufgestimmt gehen, das gegen den neuen Treten, gegen den famosen deutschen Modell. Und da müssen aber dann noch so, dass gerade den für uns 2 Wochen an einem Rapport von der Organisation internationale du Travail ganz nach vorgestellt Kinas an wirklich ugegriffen Kinas an Deutschland als ugegriffen als Land was nicht solidarisch ist innerhalb von der EU als Land was sich Sozialdumping möchte das heißt also beim internationalen Niveau sich die Politik die an der EU getrieben wird auf Basis von dem sogenannten deutschen Modell am Anfang am Moment total vorgestellt wird und an dem Sinn kann ihn effektiv auch so dass den dritten Treten den nach nicht und wie sich prinzipiell total vorgestellt ist.